Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Note diesmal zum PK nach dem Champions League Auftakt 3:1 gegen Chelsea FC. Ja, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis: hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Punkt, das habt ihr zu tun. Leute, wenn ihr es tut, vielen lieben Dank für euren Support, dann unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Und da es spät ist und alle lange wach sind, Abfahrt. Späten, guten Abend, willkommen zur Ganz Pressekonferenz genau, nach einem spät. schönen Ergebnis des FC Bayern zum Auftakt in die Champions League 3:1 gegen den FC Chelsea. Willkommen also jetzt zur Schlussrunde mit unserem Trainer Vincent Kompany. Ich denke, wir beginnen gleich angesichts der Zeit mit den Fragen. Da sehe ich auch die erste Wortmeldung rechts oben, das ist die Bild-Zeitung. Heiko Niederer, bitte, ja. Hallo Vincent, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie wichtig war der Sieg jetzt, weil es Chelsea war? Viele haben sich ja gefragt, wie gut ist Bayern? Wie wichtig soll der Sieg wohl sein, Alter? Du spielst gegen den Club-WM-Gewinner, du spielst gegen eine starke Mannschaft aus England und natürlich willst du unter die ersten 8 kommen und dafür brauchst du 6 Siege und du musst deine 4 Heimspiele gewinnen. Von daher war es ein super wichtiger Sieg. Vor allen Dingen halt in dieser Art und Weise. Ja. Aber die Frage kann man sich auch selber beantworten. Aber gut, lassen wir Winnie mal antworten. Wie wichtig war das jetzt für Sie persönlich? Und eine kurze Frage noch zu Nicolas Jackson. Es wurde ja viel über ihn geredet vor dem Spiel. Gab es auch die Überlegung, ihn ein bisschen früher zu bringen oder warum erst so spät? Danke. Unsere App. Ja, wir spielen natürlich heute gegen einen ganz guten Gegner und deswegen ist dieser Sieg einfach, es bleibt natürlich ein gutes Gefühl. Und natürlich auch zu Hause, erstes Spiel in Champions League, das war schon wichtig und wir haben das eigentlich über weite Strecke sehr gut gemacht, muss man ehrlich sagen. Und dann ja, mit Nico, ich habe natürlich einen Wechselmoment verloren mit der Verletzung von Stani. Und ich hatte es so geplant, dass Leon irgendwann reinkommt, einfach wieder diese Energie im Mittelfeld wieder zu bringen. Das waren die 2 Prioritäten eigentlich. Und die wussten, ich habe die Jungs auch erzählt, ich werde nur ganz, ganz spät noch wechseln. Und deswegen war das einfach nicht möglich. Wir können nicht das letzte Wechselmoment nützen in Minute 75 oder 70. Ja, falls was passiert, kannst du immer machen, aber in dieser... Ja, hat er recht. Also, gerade auf dem Level, wenn du gegen so einen Gegner spielst, ist es natürlich schwierig. In dieser Phase war das einfach nicht möglich. Aber deswegen hat sich heute nach dem Spiel trotzdem gefreut. Wir wechseln auch in die erste Reihe. Yes, please. Hi, Vincent. Could you explain a bit about the changes you made at half-time, maybe just the tweaks, because you seemed to come out a bit better in the second half, a bit more dominant, and just a word on Michael Olise's performance as well, because I thought he was very good. No. Ja, ich bin mal gespannt, ob er was zu Kimmich sagt. Also für mich hat man das auch klar gesehen, ja, dass man da, dass die ganze Mannschaft generell dann einen Tacken weiter hinten stand und nicht mehr alles und blind nach vorne gepresst hat, sondern dass das ein bisschen besser punktuell gemacht hat. Ja, wir gucken mal, was er sagt. I thought we played a solid performance against a very good team for the entirety of the game almost. Of course, you can't have momentum for 90 minutes against such a good team. But the main concern was just a yellow card from Jona. And when you have players that have been in the team for a long time, it's not such a big problem to make the changes and be proactive. We couldn't afford to be less aggressive against a team of that quality, and therefore it was just purely to protect the team and being able to continue with 11. Okay, jetzt hat er zu Michael hat er gar nichts gesagt, zu der Sache auch nicht, hat nur was dazu gesagt, warum er halt einen Tag gewechselt hat. Ja gut, das war klar, wegen der gelben Karte. Ja. Er sagt ja, du musst halt aggressiv zu Werke gehen können gegen so einen Gegner und das kannst du natürlich nicht mehr, wenn du gelb hast. Ja. Komische Antwort irgendwie, oder ich habe es falsch verstanden. I don't know. Next English colleague, yeah. Hello, Vincent. I don't want to be obvious and ask about Harry Kane, but I'm going to. He's Harry now scored Kane. 20+ Champions League goals for 2. Harry Kane ist einfach Maschine, Alter. Punkt. Ja. Ich weiß, viele machen das immer nur an den Toren fest. Ich kann mich da nur wiederholen, Alter. Der Mann ist so viel mehr als ein Neuner. Ja.
Also, wie gesagt, was der heute wieder gemacht hat, was unsere zentralen Mittelfeldspieler dann teilweise nicht wirklich hinbekommen haben, ja. Ähm, ja, das ist einfach ein Leader. Different clubs, only the third player to do that after Neymar and Cristiano Ronaldo. He just keeps getting better. Is that possible? Well, we'll see. But it's of course every single time the question comes about Harry, I don't have much to say about all the things that everyone can see. The main thing I can say is just watch him work off the ball, watch him press, watch him help the team, watch him recover. The chances. Ja, er hat schon in dem einen Satz gesagt, ne? Ist halt so. We create, so the goal plus the penalty. You know, he's first got to get back on side. He's first got to press, then get back on side. Then from there he starts his moment. And of course the main thing for him is that if he spends that much energy, is that he gets a reward and he gets the chances off the back of it. But yeah, it's. I think that's maybe the side of it that I keep highlighting, because we can talk about qualities and talent, but in the end, there's a lot of hard work for him to be where he is. We go on the left side, please. Sorry, it's another question about Harry. Ich weiß nicht, was jetzt, ich habe es nicht ganz verstanden wegen dem Akzent, was er jetzt mit Cristiano Ronaldo wollte, von Anzahl der Tore her oder was. Also die Art der Weise kannst du ja nicht vergleichen. Also Cristiano Ronaldo ist, oder war, ich weiß nicht, spielt immer noch irgendwo in Saudi, oder? Ist ein überragender Fußballer, was das Offensive anbelangt, aber war ja nie der mannschaftsdienliche Spieler, wie es ein Harry Kane ist, Alter. Harry Kane, but do you think this move to Germany has actually seen him improve even further? And what is it about the Bundesliga and Bayern Munich that sees him continue this incredible? If he's improved or not, you have to ask him. Before my time, I got to be honest. Again, he was scoring as well, so you have to ask him. The main thing is, I think he's winning trophies. He's enjoying his football. It's not just Harry. He's a part of the team as well, and I think that's what he wants. Which it's the advantage when you have a sort of an England captain that comes back into your team. He sort of know what he needs to do for the team as well. And ja, gib ihm die Binde, Alter. Ich sag's euch, wie es ist, ey. Gib Harry die Binde. Also es gibt keinen anderen Spieler, der die so verdient, wie es ein Harry Kane tut, Alter. Sorry. Ja, schon gar nicht in Joshua Kimmich, Alter. Ja, also wenn man das sieht, sorry, Josh. Schön, dass das dein Ziel ist. Harry Kane ist so viel mehr Führungsspieler wie ein Joshua Kimmich, Alter. We'll see. I don't think I think it's too early in the season now to start writing only the stories of like how well we're doing. I think we won the game. It's done now, and we have to move on to the next game. Next one in the first row, left side, yeah. Hi, Vincent. You mentioned in your first answer the yellow card. Enzo Maresca's perspective was that Jonathan Tah should have been sent off because there was no attempt on the ball. How did you view the incident? I wanted a foul the other way. I thought he got fouled. I might be biased, but no, I thought his shirt got pulled. I felt he was just trying to free himself. He was getting turned. So in that moment, as a defender, your natural instinct is you just want to shake him off. So overall, I don't know. I don't want to discuss the face too much because it's definitely not, in my opinion, that big an event in that sense, you know. Haben wir noch zwei Fragen, bitte? Heiko Nitterer nochmal. No? Okay. Then the last English question, please, here. First row. Can I ask how refreshing it is as a manager to have a player, as you say, like Harry Kane, who's one of the best strikers in the world, who works as hard as you're talking about? And do you tell the young players in your squad, watch what he does? Yeah, and actually I have to add to it. I have Manuel Neuer as well, who does exactly the same and is actually 10 years older than Harry, and gives us that real strong foundation, that base where
I mean, they've got to understand, like, for me it's a key aspect that I've experienced as well in sort of the best years that I've had in my career. It's a non-negotiable. So it's one thing having qualities and winning trophies and scoring goals. It's another thing being a good team and continuing to improve. So I think what we have to protect now are those fundamentals, those good habits. But as I said, it's really, really steady on now. It's just the beginning, and it's just one game. So all of them know they have to perform again on Saturday. Okay, thanks. Have a safe trip home. Jo, thank you. Zum Glück hat er da jetzt nicht Josh in die Verlosung geworfen, sondern nur Manu, was das angeht. Ja, stimme ich natürlich mit ein, aber natürlich, ja, also, wenn es danach geht, was Führungsspieler und Einfluss auf die Mannschaft hat, dann ist ein Harry Kane da ganz weit vorne. So ehrlich muss man sein. Aber gut, Kapitän sein ist ja auch immer so eine Statik im Kader und so weiter. Und solange Manuel Neuer da ist, ist er eh Kapitän auf. Der ist halt einfach wie Moses. Der wurde von Gott gesandt und das wurde eingemeißelt. Und das ist genauso wie Josh immer auf der 6 spielt und immer spielt, wenn er da ist. Egal wie die Leistung ist. Das sind einfach Gesetze. Das ist genauso wie Uli Hoeneß immer die Geschicke beim FC Bayern leiten wird, sind das immer so Faktoren, die immer da sind. Damit müssen wir uns als Bayern-Fans leider mit abfinden. Aber ich glaube auch, man sieht ja auch, dass ein Harry Kane auch nicht die Binde braucht, aber es wäre einfach ein schönes Statement für ihn, meiner Meinung nach, und er hätte es mehr als verdient. Gut, Leute, das war's zum Champions League-Auftakt. Wollt ihr mehr zum Spiel wissen, schaut euch gerne meine Spielanalyse an und meine Benotung. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.